Hallo ihr liebe Leid, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Und bevor ich da irgendwas mache mit Raven, gehe ich erstmal hier zu Denner. Und wie sieht es da mit Level eigentlich aus? Ah, ich habe schon 20 Lernpunkte. Das ist natürlich praktisch. Myxia, mit dir habe ich nichts zu bereden, ne? Der Geist sehe ich nämlich erst, wenn ich bei der beim Haus der Totenwächter war. Kronos? Wie viel haben wir da eigentlich? 4726 Gold. Das ist natürlich sehr cool. Jetzt sind wir wieder bei dem ursprünglichen Betrag, dem Markapten. So. Wegen der Reliquien. Was ist hiermit? Das sieht gut aus. Wo hast du das gefunden? Die Banditen benutzen diese Steintafeln als eine Art Zahlungsmittel. Die Tafeln tragen das Zeichen Quahodrons, eines großen Kriegers. Er ist der Feldherr, dessen Sohn Rademis die ganze Stadt in den Untergang getrieben hat. Tch, ich wette, die Banditen wissen nicht einmal, mit was sie da handeln. Sehr gut. Das Bild dieser Stadt wird schon klarer. Gut. Aber wir wissen noch nicht. Es Bla, müssen bla, bla. insgesamt 5... Findet Ja. hier. Ich werde sehen, ob gut. Das kennen wir ja schon. Ah, genau, wegen Raven wollte ich nochmal. Wegen Raven. Ich war im Banditenlager im Osten. Raven ist ihr Anführer. Aber um an Raven heranzukommen, muss ich erst noch einige der Banditen aus dem Weg räumen. Gut. Dann viel Glück. Aber vergiss nicht, dass es schnell gehen muss. Raven darf sein Ziel unter gar keinen Umständen erreichen. Er hat eine Goldmine und lässt die Gefangenen darin nach Gold schürfen. Das sieht ihm ähnlich. Du musst die Gefangenen da rausholen. Ja doch, ich arbeite dran. Habe ich ja auch schon. Adanos. Ja, Adanos möge die schützen, dass es gerade so kracht. Dann wollte ich nochmal mit dem anderen Teleport-Typi retten. Und dann sollte ich vielleicht nochmal im Sumpf noch in eine Höhle gucken, von wegen, ja, sie seien dort sicher angeblich. Nefarius, der war das, glaube ich, oder? Nee. Die Bla 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 bla. Entschuldigung, da war das der andere, da war das der Südpelzer, der Medarion, war das, glaube ich. Mal gucken. Das ist Kronos, oder? Nee, das ist Medarion. Hey. Genau, das Südpelzer, der ist das. Hier. Ich habe einen weiteren Teleporterstein aktiviert. Gib mir den nächsten Fokus. Natürlich. Hier hast Bla 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 bla. Dann würde ich ganz gerne noch mit Riordian sprechen, wenn ich noch wisst, wo der ist. Da hinten könnte das sein. Damit ich noch den Geschicklichkeitstrank lernen kann. So, Riordian. Hier. Wegen der Herr... ja. Erzähl mir noch... Achso, okay. Und Der Sie sind verzählt nur, wo sie waren. Dann hier. Lehre mich... was will. Bla bla bla. Das hätte ich ganz gern. Sehr schön. Er verzählt mir nicht mal, wie es funktioniert. Das soll mir danach recht sein. Okay. Gut. 5076. Da wollte ich gucken. Die meisten Kronstöckel wollte ich eigentlich verballern für, genau, Drachenwurzel. Das heißt, 4 habe ich, dann kann ich noch 2 mit Goblin-Beere machen. Das heißt, 2 Geschicklichkeitstränke kann ich machen. Die restlichen Kronstöckel gehen für, gehen dann drauf für Stärketränke, genau. So. Alle hopp. Dann machen wir hier spezielle Tränke. Trank des Geschicks. Einmal. Und 2-mal. Da haben wir noch 4 Kronstöckel und 4 Drachewurzeln. 4 Kronstöckel, 4 Drachenwurzel, genau. Und wir haben jetzt nochmal unsere Geschicklichkeit um 6 Punkte erhöht. Jetzt sind wir insgesamt bei 44 Geschicklichkeit. Sehr schön. Dann können wir noch eine Runde Ratze gehen bis zum nächsten Morgen. Und dann gehen wir nochmal zu der Bandite. Warte mal, habe ich auch den neuen Fokus gekriegt? Der neue Ford Focus. Oh, guck mal, jetzt so ein Scheiß in den Kopf. So, genau, da haben wir einen Fokusstein. Yes. Okay. Dann ist in dem südlichen Gebiet noch, sind da auch noch so 2 Teleporter, die ich dann auch noch aktivieren werde. Okay, das Ding ist sicher. Dann sollte ich noch den Sklave gucken, wo die sich gerade rumtreiben. Da brauche ich Tores Schlüssel, ne? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aber ich kann jetzt an sein Buchkommode tragen und kann mal da ein bisschen schmökern. Nee. Leider gibt's nichts. Oh, aber es waren interessante Lichter doch dabei.
Mine, Crimson, 79 Goldbrocken erhalten und eingeschmolzen. Skaddy waren für 250 Gold erhalten. Garaz, 8 Goldbrocken erhalten. Alle Wachen, 9 Goldbrocken erhalten. Lager, Ravensguard, 25 Goldstücke. Finn, 60 Goldstücke. Lena, 40 Goldstücke. Emilio, 50 Goldstücke. Andere 20 Goldstücke. Huno, Fisk, Snarf, je nach Wahn. Jäger sollen sich der Anführer drum kümmern. Franco, 7 Goldbrocken erhalten. Okay. Das heißt, der hat der andere einen Scheißdreck davor abgegeben. Na klasse. Ach Gott, ach Gott. So. Dann sollten wir vielleicht hier nochmal eine Runde schwätzen mit den Leuten. Wie sieht es denn eigentlich aus mit meinem Level? Ah ja. Steht bald wieder ins A. So. Hat der mir eigentlich noch was zu erzählen hier, der gute Typ? Es wäre einfach, seinen Geldbeutel zu stehlen. Okay, probieren wir es doch mal aus. Wäre das wirklich einfach? Na warte, du Dreckig. Ja, ja. Ist es nicht. Okay, es ist nicht einfach, sein Geldbeutel zu stehlen. Dann hier. Gut. Okay. Der macht nur Smalltalk. Hey, du. Das Mädel. Hat auch nichts Besonderes mehr. Uppala. So. Just das Erleid. Hänge ich noch hier in den Trese drin. So. Okay. Und ja, das war übrigens tatsächlich das Haus der Krieger. So viel habe ich jetzt auch noch mal rausgefunden. Das hat ja auch der Saturas nochmal bestätigt. Der soll mir nichts von Pflicht erzählen. So, jetzt ist nochmal die Sache, wo sich wohl die Leute hier versteckt haben. Wir gluckern jetzt mal so einen Geschwindigkeitstrank. Ich denke, jetzt lohnt es sich einfach mal wirklich. Also, ups, Sumpfkraut nehmen wir doch gern. Und dann ab hier durch das Gebiet. Dann gehen wir mal durch hier, wo Juan war. Oh, da ist auch noch ein bisschen was. Hopp. Goldbrocken und Krallen. Okay, noch ein bisschen kruscht. Kann ja nicht schaden. So, weil die andere Höhle... Oh, goldener Ring noch? Ja, nehmen wir doch auch gern. Weil die Höhle, in der die andere Bandite durchstecken, das ist ja wirklich so Bandite-Höhle. Während hier ja eigentlich jetzt eher keine Bandite mehr drin sind, wo Juan ursprünglich drin war. Weil das auch sein kann, dass es in der Nähe noch vom Lager ist, wo die Wassermagier sind. Schauen wir doch mal nach. Ich schaue mich erstmal hier runter um. Dann gucken wir mal. Ich weiß nämlich leider nie mehr genau, ups, wo die sich versteckt halten jetzt, die ganze Sklave. Offensichtlich nicht hier. Okay. Allerhaupt dann nicht. Dann vielleicht doch hier. So. Machen wir erstmal die eklige Dinger do platt. So, ach, stirb doch endlich. So, die laufen immer noch so flott in der Fliege, dass es mir schade macht, wenn die sterben. So. Die Drohne kann ich sowieso nicht flattern. Von daher... Ist hier noch irgendwas? Nö. Jo, Allah. Komm her. So. Noch so viel tot. Dann haben wir noch Trank und Rune. So. Yep. Gucken wir doch gerade mal, was das für eine Rune ist. Oh, Feuerpfeil-Rune. Nicht schlecht. Aber ist eine arkane Rune. Leider nichts für uns. Okay, hier ist... Ach, lauter Viehzeugs wieder. Jesus, erleid. Überall diese Scheißviecher. So. So. Komm schon her, du Mistvieh. Okay. Ja. Komm schon. Hab ich das Vieh. Okay, Heilwurzel. Ach Gott. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo die sich hier verzogen haben.
Vergessener Teil der Erbauer. Da unten könnte es noch sein. Wobei, das könnte genauso gut so ein Erbauerhaus wieder sein. Ich glaube, das ist das Haus der Heiler. Okay, na gut. Also, wenn das dann irgend so Herrenhaus ist, da ist es halt ein Herrenhaus, was ich mal noch gucke werde. So. Irgendwo hat so irgendeine Blutfliege auf mich abgesehen. Na, egal. So. Jesus, Leute. Könnt ihr mich doch einfach mal in Frieden lassen? So. Gewitter erleid. Überall, wo man hingeht, ist irgendwo irgendein ekliges Viehzeugs. Darf's doch alles nicht sein. So. Ja, du Stinkevieh. So. Jetzt auch du Stinkvieh. Oh Gott im Himmel. So. Jetzt petze ich mal noch so reine Essenz rein. Alter Falter. Okay. So, die Sumpfratte kann ich dann noch... Da ist nichts zu holen. Okay, da ist aber noch ein Varan. Und da war noch ein Varan. Ja, okay. Dann sollte ich mal hier ganz dringend mal die bessere Rüstung mal wieder anziehen. So. Was ich noch gucken wollte, so nebenbei. Raven, Reliquien vor oder Wassermagier, Herrenhäuser der Erbauer. Ich glaube, die Vermissten haben wir erledigt, die Quest. Gerade mal gucken, ob man die noch irgendwo hin. Gerade wirklich gucken nochmal, ob man es irgendwo hin. Die Vermissten, tatsächlich. Ja, okay, das ist erledigt. Gut. Sehr gut. Ja, der Trank hat jetzt auch aufgehört zu wirken. So. Jede Menge Varane hier. Alter Falter. Varan Invasion. So. Gewitter erleid. So, jetzt bleib schon noch du Mistvieh. So, drehen wir nochmal den Spieß um. Ich will dich noch gegen die Wand kloppen, du Mistvieh. Bleib stehen. So, geht doch. Auch ein bisschen Unkraut geerntet. So. Gewitter erleid. Also Varane sind schon ziemlich lästig. Feuerwurzel. Die nehme ich doch gern mit. Und dann gehen wir nochmal in das Haus rein. Ich glaube, das müsste das Haus der Heiler dann sein. Dahinter haben wir auch noch was zum Graver. Aber vorher petze ich mir noch so einen Eintopf frei. Und noch so ein größerer. Und ein kleiner. Gut, dann graben wir hier noch aus. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken, graben, graben. Hacken, hacken. Ah, So. ich glaube, ich habe etwas gefunden. Geht doch. Okay, hier haben wir noch einen Trank und ein Goblin-Skelett erschaffen. Und das war's. Scheint wohl ein stinknormaler Mana-Trank gewesen zu sein. Schade drum. Okay, das ganze Unkraut kann doch meinetwegen liegen bleiben. Das muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal abernten. Vor allem, wenn ich bei dem, was wirklich Unkraut war, gedacht habe, es wäre Sumpfkraut und schon zu schnell drauf geklickt habe. Ich glaube, bei der Heiler sind überall Zombies, wenn ich mich richtig daran erinnere. Ich glaube, die hat es irgendwie untot gemacht. Oder war das bei der Totenwächter? Ich weiß es nämlich genauer. Auf jeden Fall, Erbauerhaus ist ziemlich hinüber. Da ist nichts zu holen. Oh. Da kommt dann der nächste Steinwächter angegammelt. So. Komm mal her, du Moossteinbirne. So, geht doch.
Nichts zu plündern. Gut, was haben wir dann da noch? Feldknöterich, den nehme ich doch auch gern mit. Und da ist noch so einer. So. Dann stirb! Na, das ging ja fix. Nichts zu holen. Der hat jetzt ausnahmsweise mal nichts dabei. Na gut. Puh. Hier ist eine Zappe Duscht da mal wieder. So. Bisschen Licht. Dann lauf die Geschichte. Ja, wahrer Poet, ne? Ah, der andere hat sich auch noch eingemischt. Das heißt, die in naher Verwandtschaft zueinander, die wären dann auch aktiv, aber nicht die in der Ferne. Gut, gut. Nichts zu plündern. So, da haben wir noch einen kleiner. Knochen eines Skeletts, rostiges Schwert, noch ein Skelettknoche, Fackel. Noch ein kleiner Trank. Ein Lederbeutel. Dunkelpilz. Aber die Musik ist cool. Oh, kommt schon wieder ins A gewackelt. Sehr gut. Puh. Oh, der hat was. Schlüssel eines Steinwächters passt zu einer Truhe in einem seltsamen alten Gebäude im Sumpf. Gut. So. Noch ein paar Tränke mehr. Ich finde das Licht eigentlich eher hinderlich als sauber. Als wirklich hilfreich. Okay. Dann gucken wir da nochmal rein. Was haben wir dann für Letterbeutel? Da haben wir mal Kenny ganz ohne. Wo sie eigentlich hingehören. Da haben wir der Appelduwak. Da ist der rote Tränepfeffer. Da ist er. Ein 100er. Und... oh Gott. Gott sei Dank, das Spiel hat sich nicht aufgehängt. Da ist eine Truhe. Das wird wahrscheinlich Basset oder dazu, ne? Knochen eines Skeletts. Ich glaube, du stehst wieder auf. So. Und... Gott. Da ist nichts zu holen. Der ist auch hinüber. Dann können wir mal hier aufmachen. Und grüne Steintafel haben wir drin. Und da steht drauf. Die dritte Falle wurde von Quahodron erbaut und nur er weiß, wie man die Pforte öffnet. Ah, das heißt, ich muss sowieso diese ganze Nebenquests machen, damit ich Raven stellen kann. Weil ich mit der Totegeister, glaube ich, noch sprechen muss. Oder zumindest mit M-Totegeist. Trank und Ring. Jetzt gucken wir nochmal, was für ein Ring und was für ein Trank. Ja. Feuerring, Erzhaut, Priester, Heiler, Lebensenergiebonus, Auge Innos, bla 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 bla. Okay. Haben wir bei der Tränke irgendwas Besonderes gekriegt? Gerade mal gucken. Sieht nur aus, als hätten wir hier Standardzeug. Schade, schade. Okay, aber wir haben mal wieder ein Erbauer-Artefakt gefunden, was für Saturas von Interesse wäre. Leider lässt sich hier nicht mehr öffnen. Das heißt, hier kommen wir nicht weiter. Die Halle der Heiler ist leider nur das bisschen, was wir hier sehen können. Mehr geht nicht. Na gut, das war's dann hier mit dem Herrenhaus der Erbauer mal wieder. Mehr können wir hier nicht machen. Wir haben es jetzt 11:20 Uhr. So, noch eine Höhle im Sumpf müssten wir trotzdem noch gucken. Jetzt ist nur die Froch Valley, der gemeint hat, der Typ. Der Patrick. Na? So. Ich habe keine Ahnung, wo der meint. Aber ich glucke mal jetzt nochmal so einen Geschwindigkeitstrank rein. Und dann schauen wir mal. Dann müssen wir als nächstes gucken, dass wir noch zu der anderen Erbauerhäuser kommen. Das wäre an sich nicht verkehrt. Oh, Snapperkraut. Weil diese Erbauerhäuser sind schon recht wichtig. Eigentlich hätte ich die Dinger ganz gern mitgenommen, aber... oh, leck.
dumme Mistviecher. Also die Viecher kann ich überhaupt nicht ausstehen. So. Ich glaube, das sind auch so ziemlich die nervigsten Gegner im ganzen Addon-Gebiet. So. Haben wir uns hier noch die ganze Bolze und Quatsch und Tränke. Nichts zu plündern. Und hier war noch eine Truhe zum Öffnen. Und schön, dass ich dann immer genau dann angegriffen werde, wenn ich mal so einen Geschicklichkeit will ich sagen, so einen Geschwindigkeitstrank genommen habe, und die sind recht selten, die Dinger, insofern etwas nervig. So, jetzt aber hoppla. Und Ich glaube, ich habe etwas gefunden. Honigduwak, Amulett und eine Aldi-Städtafel. Okay, weiter geht's. Ich glaube, in dem Gebiet war ich schon. Da war hier in der Nähe auch noch irgendwo eine Höhle, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß noch nicht mehr wo genau, aber hier war irgendwo in der Nähe auch eine Höhle. Hier, genau. Könnte es sein, dass die da gemeint haben, in der Höhle im Sumpf? Nee. Anscheinend nicht. Habe ich doch nicht schon gegraben. Hä? Nö, habe ich schon gegraben. Okay. Seltsam. Sehr suspekt und seltsam. Dann bleibt ja nur noch der andere Ort im Sumpf übrig. Aber da sollte ich dann tatsächlich wieder meine andere Rüstung anziehen, sonst wird das unbequem. So. Dann wieder da lang. Jo, fort. Ich will mit euch nichts zu tun, aber. So, dann hier lang. Dann gucken wir mal bei dem Tom nochmal rein. So, Sancho. Okay. Und noch würde ich sagen, sollte man zu den anderen Erbauerhäuser gehen. So, da ist noch eine Höhle. Andere weiß ich jetzt nicht. Ah ja, okay, da hätten sie sich tatsächlich alle versteckelt hier. Okay, Patrick. Hier. Wollt ihr nicht abhauen? Doch, natürlich. Wir warten nur noch auf einen günstigen Moment. Okay, gut. Na gut, Hey, ich bin in Ordnung. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. der hier. Dem habe ich nichts zu erzählen. Ups. Der da. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurück. Ja, deprimier jemand anderes. So, der Monty. Ja, okay. Gut, dann sind die ganze Sklave mit Name hier untergebracht. Und als nächstes gilt's für uns jetzt, dass wir zu der anderen Herrenhäuser gehen, glaube ich. Weil noch können wir nicht einfach so zu Raven reingehen, wenn ich das richtig im Kopf gehabt habe. Ich bin mir da nicht mehr ganz sicher. Wir können ja jetzt nochmal probieren. Wir haben jetzt eh nur noch 5 Minuten. Insofern lohnt sich das jetzt auch wenig, finde ich, wenn wir uns jetzt noch direkt mit irgendeinem anderen Herrenhaus beschäftigen würden. Von daher können wir ja mal einfach probieren, in den Tempel reinzugehen. Gucken wir doch mal, was da so abgeht. So, Taurus. Der hat nach wie vor nichts zu sagen. 12:30 Uhr. Okay. Na, wie schaut's aus? Du freundlicher Gardist. Da ist auch nichts. Ich überlege gerade. Hey, langsam. Du kommst nicht rein, also verschwinde. Zugang Geh zum aus dem Weg, Tempel. ich muss zu Raven. Niemand betritt diese Gemächer. Klare Anordnung von Raven persönlich. Hier. Hier. Willst du mich jetzt immer noch aufhalten? Ist das Bloodwin? Boah, das ist ja... nein, ich meine, du kannst durch. So. Es ist verdammt wichtig, dass ich ihn erreiche. Ups. Da wollte ich noch hier. Okay, nur Bloodwin ist es erlaubt. Okay. Du kannst... So. Das hat jetzt auch aufgehört. Dann können wir ja mal gucken, ob wir da einfach so reinkommen jetzt. Die dumm. So, machen wir hier nochmal einen Speicherpunkt. Und dann gucken wir mal rein.
So, hier ist nix. Vor allem in diese Gemächer kommt niemand rein. Okay, wenn man das Gemach nennen will. Das ist für mich eher das verschlossene Haus der Krieger, aber na gut. So, wie schaut es dann hier aus? Die ganze Steinwächter waren sie ja so freundlich, die schon niederzumeer. Von daher passt das. Okay, hier komme ich einfach so dran. Rüstung von Ravens Garde. Wer diese Rüstung trägt, gehört zu den Banditen. 70 und 70. Perfekt. Derzeit trage ich 50-50. Das ist sogar fast so gut wie meine schwere Milizrüstung. Und jetzt haben wir endlich das, was in Gothic Ends nie erreichbar war. Und zwar hat man in Gothic Ends niemals die schwere Garderüstung kriegen können. Weißt du, Teufel, warum das so der Fall war? Aber es ging einfach nicht. Das finde ich persönlich ziemlich schade, weil in jedem anderen Lager, im Sumpflager, wenn man sich den Arsch liest, als auch im neuen Lager war es möglich, die schwere Rüstung jeweils zu kriegen. Ha. Interessant. Interessant. Raven hat es jetzt offensichtlich doch gepackt, ins Innere von einem Tempel reinzukommen. Okay, eine verhängnisvolle Situation. Ja, das Mist haben wir jetzt leider noch drin. Raven. Ich bin in Ravens Gemächer eingedrungen. Ich konnte gerade noch sehen, wie er hinter einer großen Tür verschwand. Ich konnte ihm nicht folgen. Ich nehme an, dass die Tür zum Tempel Adanos führt. Ich muss Saturas davon berichten. Okay. Zu Raven selber kommen wir jetzt so, also noch nett. Aber eine coole Rüstung hat der Ade Raven. Das ist das, was auch dieser Zombie getragen hat, der über den goldene Kompass gewacht hat. Am Strand, wenn ihr euch erinnert. Okay, da brauche ich jetzt irgendeinen ganz besonders schnaffte, geniale Gegenstand. Ich habe ja gewusst, dass es nämlich so einfach war, zu Raven reinzukommen. Wäre ja auch zu einfach gewesen. Aber ich meine, der Typ, der fuchtelt jetzt so schon seit mindestens 20 Tagen, wie ich hier unterwegs bin, jetzt so drauf rum. Dann wird es ja auch Zeit, dass sowas in die Pötte kommt. Und man mal Ergebnisse sehen kann. So, was lungert dann hier an hässliche Gestalt rum? Ihr seid ja alles Zomselmane. Ravens Knecht. Ach, na dann. Oh, ihr klingt auch, als wärt ihr Ravens Knechte. Gar köstlich. Kikakaku köstlich. Dann komm mal her, du. Ravens Knecht. Alter, schnauf nicht so eklig. Du bist untot, du musst gar nicht schnaufen. So. Wie schön hier der Wundscharf spritzt bei jedem Schlag. Hör auf. Hör auf. Aufkehrt wird. Nimm dein Mate verseuchte Griffel weg von mir. So. So, dann du halt auch noch. Dann prügel ich dich halt erstmal so richtig gegen die Wand, bis gar nichts mehr geht. So. Komm, jetzt stirb endlich. So. Alter. Okay. Dann habe ich eine Idee. So, so. Und jetzt wird wieder geknechtet. So. Komm schon her. Das ist eh so großartig, das Wort Knecht. Schade, dass man das heutzutage nimmer verwendet und wenn dann nur so abwertend. Ach ja. Schade, dass es diese Berufsbezeichnung des Knechts einfach nicht mehr gibt, weil es auch zu abwertend ist. Das ist genauso wie wenn jemand ein Butler ist bei reiche Leute, heißt es ja auch Butler und nicht Lakai.
Wie eigentlich ursprünglich. Das war ja nicht abwertend damals. Ein Lakai war ja der Kammerdiener meistens von einem höheren Herr. Und das war garantiert kein abwertender Begriff, aber heutzutage gilt Lakai einfach so als Handlanger und abwertend von der Bezeichnung her. Na gut, haben wir jetzt 2 Knechte niedergemacht. Das sind noch 4 andere. Da kommt schon wieder einer angebuckelt. Na komm mal her, du Buckelknecht. Damit ich dich gegen die Wand prügeln kann. So. Du bleibst da, wo ich dich kontrolliert verprügeln kann. So. Die will ich heute auf jeden Fall noch fertig machen. Ich fände es irgendwie doof, meinen Cut zu setzen, während hier noch ein halber Raum voller Zombies ist. Und wenn ich nicht so zweit gegen die Viecher, also nicht gegen 2 von den Viecher kämpfen muss, sind die auch nicht so schwer. Einfach nur gegen die Wand prügeln, bis mir hier der ganze Wundschorf als Löwenzahnblüte um die Ohren fliegt und dann, ja, bin ich ordentlich eingesaut. So. So, komm her. Knechtenzeit. Und dann können wir morgen noch schnell die Schatzkammer hier plündern, würde ich sagen. So, zack. Ja. Hör auf zu schnaufen, du musst das nicht. Es ist irritierend, wenn Zombies schnaufen. So. Och ja. Ist halt so circa 5 Minuten dann länger als beabsichtigt, aber hin und wieder ist das ja mal drin, denke ich. Komm her, du Schnaufenknecht. Hey! Von lauter Tastatur klemmt. Noch einen Treffer kassiert von so einem Ekelvieh. Du widerlicher Ekeltyp. So. Gewitter erleid. Oh. Und dann klemmt auch noch die Tastatur zwischendurch. Das gefällt mir immer am allerbesten. So. Ich glaube, das ist der letzte hier, oder? Ja. So, ach, da ist noch so ein Buckelknecht. Okay, scheiße gelaufen. Okay, na gut. Scheiß drauf. So, dann. Die hätten sich wahrscheinlich im Leben auch mehr erhofft, als untote Ravens Knechte zu werden. So. Dann kann ich noch irgendwie ausmanövrieren, solange der andere nicht so dicht an mir dran hängt. Und jetzt hängt der wieder so dicht an mir dran. Da muss ich den jetzt noch runter rumprügeln. Dass der andere Dom hier nicht so sehr hinten dran hängt. So. Gut. Okay, beweg dich immer weiter noch hin, Kerl. Dann kann mich der andere Zombie nämlich auch nicht so gut erwischen. So, direkt in die Schäm dich Knechten-Ecke. Scheiße. Fuck. Fuck. Das war richtig dumm. Sorry, Lights. Wir sehen uns morgen wieder zu Let's Play Gothic 2 auf Pelzig. Dann habe ich auch schon den Raum geklärt, gesäubert und geklärt. Und die ganzen Ravens-Knechte sind dann schon tot. Wir sehen uns dann morgen wieder in der Schatzkammer drin. Also machen's gut und bis morgen wieder. Ayan Yankee.